Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute am Fest Mariä Namen. Ich grüße besonders all jene Gäste, die nicht nur aus Deutschland, sondern aus verschiedenen Ländern Europas nach hier gekommen sind, um heute und morgen im Rahmen der Europassion den Kongress, die Tagung abzuhalten. Ich denke, es war eine sehr gute Wahl und ist eine gute Wahl, dass Sie nach Croswitz gekommen sind. Sie sehen diese wunderschöne Kirche, Sie sehen diesen wunderschönen Ort und ich bin sicher, auch das Passionsspiel, das Sie morgen miterleben werden, wird ein Ereignis bleiben, auch in Ihrem Herzen in der tiefer Erinnerung bleiben. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls. Und jetzt sind wir da, versammelt, wo die Passion Jesu Christi Wirklichkeit wird als Gabe und Geschenk für uns, für die Gläubigen, durch alle Zeiten hindurch. Und dabei wissen wir, dass wir als Volk Gottes unterwegs sind und immer wieder die Gottesmutter anrufen dürfen, dass sie Fürsprache tut für uns. Wir wollen auch sie heute in diesem Gottesdienst ehren. Sie aber weist immer hin auf den Sohn, auf ihren Sohn, auf Jesus Christus, den Heiland, Retter und Erlöser. Ihn wollen wir jetzt grüßen, ihn bitten wir um sein Erbarmen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser.
erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, unser Retter, der Name der seligen Jungfrau Maria ist für uns ein Zeichen der Hoffnung geworden. Befreie uns auf ihre Fürsprache aus allen Gefahren und vollende an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Čitanje z knihy Jezaja. Kniezowy duch odpoczuje na mnie, przecież kniez je mnie żałował. Posłał je mnie, zobych kudem donies dobre poselstwo. Wustroju złamane wutroby, jatym wozewił w umożenie, a sputanym swobodu, zobych wozewił leto kniezowie miłoście. Dodla chcę wyszkać w kniezu. Moja dusza, niech so raduje w moim Bohu. Przetoż wunie mnie w oblek drastu spomożenia, a mnie z płaszczom sprawności wodził, kajż nałożeniu wozdobienego z wiencom, a kajż niewiestu, ki so pyszy ze swoimi dročinkami. Przetoż kajż płodzi ziemia swoje rostliny, a kajż w zarodzie symio skadza, tak da jawe kniez skadżeć sprawności, a sławia przede wszystkimi ludami. Słyszeliśmy Słowo Boże. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tak je kniez, tak je bo svět luboval, zo je svojho jedničkého syna dal, zoby kujždy, kiž do něho věří, věčné živenie míl. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria,
denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. A reading of the Gospel of St. Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father. And he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relation with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, and the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month of her who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in englischer Sprache haben wir das Evangelium gehört, eben gerade. In deutscher Sprache. In der Regel wird das Evangelium hier in sorbischer Sprache verkündet. Und wenn ich jetzt daran denke, aus den verschiedenen Ländern, aus denen Sie hierher angereist sind, wahrscheinlich in Niederländisch, in Spanisch, in Portugiesisch, ich weiß es nicht genau. Immer wieder, und das ist etwas Faszinierendes, es fasziniert mich, immer wieder im Laufe eines Kirchenjahres hören wir bei Gedenktagen oder bei Feiertagen, die der Gottesmutter geweiht sind, dieses Evangelium. Warum gerade dieses Evangelium? Dieses Evangelium berichtet im Grunde, wie Gott seinen Plan, den Menschen zu erlösen, zu befreien, in Maria einen Anfang gibt. Maria,
Wir können sagen ahnungslos, vermutlich versunken im Gebet, so wird es ja immer wieder dargestellt, versunken im Gebet und im Betrachten der Heiligen Schrift, hat die Begegnung mit dem Erzengel Gabriel. Er kündigt ihr an, dass sie einen Sohn gebären wird und er wird der Retter, der Heiland, der Erlöser der Menschen sein. Was geschieht in Maria? Nochmal, nach normalen menschlichen Empfindungen würde man sagen, das geht gar nicht. Sie fragt nach, besinnt sich und dann hat sie offensichtlich die besondere Gabe, nach dem Dialog mit dem Erzengel Gabriel zu sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria stellt sich ganz und gar ein auf den Plan Gottes mit ihr und mit der Menschheit. Morgen Abend werden Sie, die Gäste, die zu Europassion gekommen sind, hier das Passionsspiel der Crosswitzer sehen und nicht nur sehen. Wie das immer wieder bei Passionsspielen ist, da wird einem das Herz geöffnet für die Botschaft, da wird einem das Herz geöffnet für das, was uns mit Jesus Christus, mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seinem Auferstehen über alle Zeiten hinweg geschenkt worden ist. Und die verschiedenen Szenen des Leidens werden uns vor Augen geführt. Und bei all denen, die dort eine Aufgabe, eine Rolle übernehmen, wird auch Maria sein. Ich habe das Passionsspiel hier noch nicht gesehen, das werde ich am Sonntagabend tun, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, so ist die biblische Überlieferung. Maria war immer dabei, aber sie sagt kein einziges Wort. Von ihr ist in der Heiligen Schrift über die Passion Jesu kein Wort überliefert. Das Wort, und das könnte man als das letzte Wort, das uns die Heilige Schrift überliefert, bezeichnen, ist das Wort bei der Hochzeit zu Kana zu Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, wo sie in dem Streit oder in der Auseinandersetzung mit den Aposteln dann sagt, was er euch sagt, das tut. Das ist das letzte Wort, das uns von Maria in den neutestamentlichen Schriften überliefert ist. Was er euch sagt, das tut. Aber sie ist dabei. Sie leidet mit. Und das ist das Bewegende, Beeindruckende. Sie spricht nichts, sie sagt nichts, und doch hat sie uns unendlich viel für unser Leben zu sagen. Nämlich, sie steht leidend unter dem Kreuz, dieses Bild haben wir häufig vor Augen. Sie schreit nicht, sie klagt nicht, sie steht. Sie steht da als eine Leidende, als eine Mitempfindende, und wahrscheinlich hat sie eben auch gedacht und empfunden, hier geschieht Unrecht an diesen ihren Sohn, wie er verletzt wird, wie er gepeinigt wird und wie er schließlich letztlich gekreuzigt wird. Sie hat das alles miterlebt. Und damit kommt sie vielleicht uns, den Menschen auch unserer Zeit sehr nahe. Den Menschen, die leiden. Den Menschen, die mit ansehen müssen, möglicherweise wie ihren Kindern ein Kreuz zugemutet wird und wo die Mütter, die Eltern und wir alle, die wir irgendwie das miterleben, nicht wirklich helfen können. Sie klagt nicht, sie weint nicht, sie schreit nicht, sie steht da. Vielleicht ist das gerade, wenn wir auf Maria schauen und uns selbst in unsere Zeit verorten, eine ganz starke Tugend,
da zu sein, da zu stehen, sich nicht erdrücken lassen, sich nicht an den Boden bringen lassen, sondern stehen voller Hoffnung. Und das ist etwas, was wir als zweites bei ihr sehen und entdecken können. Heute begeht die Kirche das Fest Mariennamen. Und wenn wir so wollen, finden wir im Neuen Testament dafür keinen richtigen Anknüpfungspunkt, sondern die Geschichte, der Ursprung dieses Festes Mariennamen hat einen ganz weltlichen Hintergrund. 1683 standen die Osmanen sozusagen vor den Toren der Stadt Wien und wollten die Stadt einnehmen. Die muslimischen Osmanen waren weit vorgerückt in das christliche Abendland. Und die Menschen waren sehr in großer Sorge, was wird mit uns, was wird sein, wenn die Osmanen unser Land einnehmen werden. Und die Menschen haben ganz große Hoffnung gehabt und sie haben geradezu die Mutter Gottes bestürmt, sei unsere Fürsprecherin und bewahre uns davor, dass wir im Krieg untergehen. So kam es. Die Osmanen konnten zurückgewiesen, besiegt werden. Maria war aber nicht auf dem Schlachtfeld. Sie hat eine andere Stärke. Sie hat gewonnen durch ihren Glauben, durch die Kraft ihrer Fürsprache, durch die Kraft des Hoffens. Und darin ist sie offensichtlich über alle Zeiten hindurch eine Fürsprecherin für uns Menschen geblieben, für die Kirche geblieben, für die hoffenden Menschen geblieben. Ist sie die Fürsprecherin in allen Nöten, die Menschen je bedrängen können. Und deswegen dürfen wir ihren Namen, wir dürfen sie immer wieder anrufen, dass sie uns in den Herausforderungen unserer Zeit als Fürsprecherin bei Gott ist. Aber von ihr können wir noch mehr lernen. Sie ist die Glaubende, die Hoffende und die Liebende. Und sie ist die Betende. Die Bilder, die uns von Maria übermittelt werden nach Ostern, da ist sie immer inmitten ihrer Apostel, inmitten der Aposteln. Und viele Darstellungen zeigen sie immer als diejenige, die die Fülle des Heiligen Geistes in sich trägt. Aber auch da spricht sie nicht. Jedenfalls ist von ihr kein Wort überliefert, sondern sie lädt im Grunde die Apostel und sie lädt die Kirche ein, sie lädt uns ein, auch heute, dass wir wie sie hinhören auf den Geist Gottes, auf den Heiligen Geist und dass er Raum bekommt im Leben eines jeden Menschen, Raum bekommt im Leben der Kirche, Raum bekommt im Wirken dieser Welt. Und so dürfen wir an diesem Tag mit dem Blick auf Maria unter dem Kreuz, mit Blick auf Maria vereint mit den Aposteln im Abendmahlsaal, sie bitten, dass sie Fürsprache tut für die Kirche und für die Welt und für einen jeden von uns, dass sie erfüllt werden mit Heiligem Geist, damit Frieden wird. Wie sehr suchen wir und brauchen wir auch heute Frieden in der Welt und dass wir darin mitwirken können. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Amen.
Schwestern und Brüder, wir versammeln uns als Gemeinschaft, die Menschen verbindet und für eine Kultur des Friedens, der Verständigung und gelebte christliche Werte eintritt. Im Glauben bedenken wir die Leidensgeschichte Jesu und durch Kunst und Tradition geben wir Zeugnis vom Geist des Auferstandenen. In diesem Geist bringen wir unsere Bitten vor Gott. Bożo, dziękujemy Ci, że smymy so tu dżęca z hościmi ze wszelakich krajów zetkać. Przedstawienie pasjona na wszystkich we wierze do Ciebie zjazuje. Daj nam zmužitość Twoją lubość dalej nieść, a runie w tuczasnie niemiernym świecie miestna miera utworzyć. Dobri oče, naj Evropa in z njo Slovenija nikdar ne pozabite na svoje krščanske korenine. Obenem te prosimo, daj nam pokončnih pričevalcev, ki nas bodo s svojim zgledom opogumljali in navduševali zate. Guter Gott, wir bitten, dass die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sich in ihrem Handeln von Jesu Worte inspirieren lassen und ihre Entscheidungen an erster Stelle zum Wohle der Menschen treffen. Möge die soziale Komponente der Botschaft Jesu immer mehr in die Politik und die Wirtschaft einziehen. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr. Senyor Déu nostre, et confiem les representacions de les nostres passions, que siguin signe de fe, de comunió, d'amistat entre les persones. Et demanem que donis continuïtat a aquesta tradició, que sorgeixin noves generacions apassionades, que vulguin continuar explicant la bona nova de Jesús de Natzaret. Et donem gràcies per aquesta trobada d'Europassió, que reuneix tantes persones amb un mateix esperit, difondre l'Evangeli a través del teatre. Et demanem que cessi el soroll de les armes, que s'aturi el sofriment dels pobles en guerra, que els governs, seguint el missatge d'amor i de pau de Jesús, treballin amb sinceritat per trobar el camí de l'entesa i la pau. Preguem. Gütiger Gott, wir danken dir für die Gemeinschaft der Europassion. Mögen wir auf die Fürsprache der Gottesmutter durch die gemeinsamen Tage in unserem Glauben gestärkt werden und viele schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Wir bitten. Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, użycz swoim sługom, Ukrainie, krajom wschodnim, Izraelowi, a zwłaszcza Polsce, pokoju, jakiego świat dać nie może. Niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Ciebie prosimy. Bože, prosíme tě o mír a harmonii v Evropě a ve světě, o lásku a jednotu mezi lidmi a mezi národy. Prosíme tě, Bizalommal kérjük Istent, adjon békét az egész világnak, hogy az emberiség elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét. Que l'Europa possa essere un luogo di incontro e di dialogo tra le diverse culture e fedi, promuovendo la pace e la comprensione reciproca. Preghiamo. Seigneur,
Merci pour cette amitié que nous construisons lors de nos rencontres Europassion. Que par nos spectacles, nous soyons des témoins de ton message d'amour et de paix. Nous te prions, Seigneur. Könyörgünk azokért, akik Európa különböző nemzeteiben passió-játékokat játszanak, írnak, rendeznek, vezetnek vagy segítenek. Kérjük, hogy művészetük által sokakat vezessen el Krisztus megismerésére és szeretetére. Pour que par la passion du Christ grandisse en nos cœurs la paix véritable, que les nations divisées reçoivent la grâce de la réconciliation et que les responsables politiques du monde s'inspirent de la longévité de nos relations et de notre rassemblement annuel dans la paix de notre maison commune, l'Europe. Seigneur, nous te prions. Zondag is het Europassiecongres hier in Kostritz weer afgelopen. We gaan weer terug naar onze gezinnen. Heer God, zorg dat we weer veilig bij onze gezinnen terechtkomen. Dank u wel. Gütiger Gott, du hast uns in Christus die Liebe bis zum Äußersten gezeigt. Segne unsere Gemeinschaft, unsere Kunst und unsere Tradition, damit sie immer Zeugnis geben für das Heil, das du der Welt schenkst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Allmächtiger Gott, am Gedenktag der seligen Jungfrau Maria bringen wir zu deinem Lob unsere Gaben dar. Nimm sie an und lasse uns durch dieses Geheimnis die Gnade der ewigen Erlösung empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit ihr das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd und durch sie der Welt den Heiland geschenkt, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden
Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Скручуй свою церкви на ее путникованию на зимі вевера алюбості. Скручуй свого служеника нашого Bamsza, Lea, naszego biskupa Heinricha a zromad nasz biskupów ze wszemi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Uzbysz mi wyłyczce, może tutaj jest swoje własne, które są tyle zromadziły. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pozemie rozbrojene dzieci. Spomnite na našich votemretech bratrov a sotry a na všetkých, koci sú tebi so spodobajo, sú tie časnosť otešli. Přijmi ich do svojho kráľovstva, tam budeme s nimi tyž my, tu se nadžiame, so bychme s nimi tvoju krásnosť užívali. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Und mit deinem Geist. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria hast du uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lasse uns einst mit Maria und allen Heiligen teilnehmen am Mahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Hochwürdigster Herr Bischof, Herr Pfarrer, liebe Konzelebranten, liebe Freunde der Europassion, liebe Gemeinde. Herzlichen Dank für diese ergreifende und feierliche Messe. To all of you, I like to thank you for this very impressive Holy Mass. Ich darf auch Danke sagen allen, die bei der Vorbereitung geholfen haben, den Ministrantinnen, Ministranten, Organisten, allen, die heute einen Dienst in dieser Messe hatten. I like to thank you to all which has prepared this Holy Mass, which take part and helped to make this as such a beautiful event. Europa ist nach Crostwitz gekommen und wir haben schon ein wenig die Tradition kennenlernen dürfen, von der vorher berichtet wurde. We have learned already a lot about your culture and traditions. Diese Kirche ist voll von Symbolen, die uns zu Beginn oder vor Beginn der Messe erklärt wurden. This church is full of symbols, full of signs of holies and apostles. Und ich hoffe, die Übersetzer in den Bankreihen nehmen jetzt auch ihre Übersetzungspositionen ein oder haben sie schon eingenommen für die nächsten Worte. And I hope that all the translators of the different countries take now their job over and will translate to the guests. Erstmals haben wir uns im Rahmen der Europassion dazu entschieden, einen Baum zu pflanzen. Das werden wir gleich im Anschluss an diese Messe tun. Ein neues Symbol, das wir jährlich bei unseren Kongressen in der Zukunft tun möchten. For the very first time, we like to plant today a tree, and we like to do it in the future on all congresses of the Passion. Der Baum, er hat Wurzeln, er hat einen Stamm und er wächst. The tree, he has roots. Yes, please. He has a trunk and he is growing up. Die Wurzeln, sie stehen wie hier in Crostwitz, wie auch für die Europassion, für unsere Verwurzelung im Glauben. The roots are standing as in Crostwitz here and all over the world for our faith. Der Stamm erinnert uns ans Kreuzesholz, an dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, das für uns aber auch, wie hier in der Kirche dargestellt, für Hoffnung steht, Auferstehung, ein Leben mit Gott. The tree is also standing for the cross where Jesus has died, but also for the hope, for our hope. Der Baum, er wächst jedes Jahr
über Jahrzehnte. Jeder Spross, jeder Ast ist ein Symbol für das Wachstum einer Gemeinschaft, für das Wachstum der Europassion, aber auch dieser sorbischen Gemeinde. A tree is growing every year, and so it's like a symbol for the growth of our community, for the growth of the Europassion. Jedes Jahr wird der austragende Ort des Europassionskongresses entscheiden können, welche Art von Baum gepflanzt wird. In diesem Jahr, wo wir das erstmals tun, hat sich Crostwitz für eine Linde entschieden. Every year, the organizations or the organizers of the Congress can decide, make the decision which tree will be planted. And today, here in Crostwitz, this is a Linde? Linde. Linde. Ich habe die Freunde aus Crostwitz gefragt, warum sie sich für die Linde entschieden haben. Und die Linde ist ein Symbolbaum für die Slawen, für die slawischen Völker. Okay, now I can explain it. It's a lim tree. Ah. Yes, and we make the decision because the special symbol of our area. Die Linde steht für die Liebe. Die Blätter bilden ein Herz. It stands for love because you can see the heart symbol on this tree. Crostwitz hat als Symbol oder häufig im Sorbischen hier ein Lindenblatt auch als Aufkleber auf den Autos in den Farben, in den sorbischen Nationalfarben. Yes, and you can see the symbol everywhere in the national colors of our flag, red, blue and white. Wie die starke, wachsende Gemeinschaft verwurzelt im christlichen Glauben, so fällt ein Baum irgendwann auch einmal um oder er wird gefällt, das Holz wird genutzt. As our community and as also our parish or where we live together in our faith, but also a tree will die one day. Wenn eine Linde gefällt wurde, dann wachsen aus den Wurzeln um den Stamm herum neue Sprossen, neue Bäume. Ein starkes Zeichen für die Sorben, für die slawischen Völker, für ein lebendiges Volk. If you cut a lime tree, then from the roots grow up new trees, and this is a very strong symbol, especially also for the Slavic countries, how they grow and stand up every time as new. Morgen im Rahmen unseres Kongresses möchte ich zu dem Projekt noch ein bisschen mehr erzählen. Heute sollte die Symbolik des Projekts im Vordergrund stehen. Tomorrow he will explain some more details about the Europassion at the Congress, but today the symbols should stand in the middle point. Und so möchte ich schließen mit den Worten, die symbolhaft für den Baum der Vielfalt stehen. And he will close with the words which stands for the tree of the diversity. Die Vielfalt, die wir in Europa haben, die Vielfalt, die wir in der Europassion haben, die Vielfalt der Sprachen, der Völker, der Kulturen, zu der wir hier auch zu Gast sein dürfen, ein unfassbarer Reichtum, den wir hier erleben dürfen an diesem Ort. The diversity of countries, the diversity of Europe, the diversity of the languages, and they should stand for this very special event. Und so schließe ich mit den Worten: verwurzelt im christlichen Glauben, gewachsen aus gelebter Gemeinschaft. Yeah, and he closed with the words, from the roots to the living community. Rooted in the Christian faith, grown up in a community which is alive. Yes.
Und in dieser Gemeinschaft darf ich heute noch jemanden vorstellen. Lieber Daniel, kommst du ganz kurz nach vorne? You like to introduce Daniel? Wir haben in der Europassion im Rahmen unserer Generalversammlung einen weiteren Priester, einen weiteren Kaplan der Europassion benannt. They have named a new priest in the circle of the Europassion. Wir haben 4 Regionen, Nord, Ost, Süd und West. There are 4 regions, North, East, South and West. Im Süden ist schon seit vielen Jahren unser Kaplan Don de Toma. In South, you know already Don de Toma. Im Osten und Westen werden wir sehen, ob wir noch weitere Priester finden. And in East and West they search for new priests. Und heute ist mir eine besondere Freude, dass wir in unserer Gemeinschaft hier auch das erste Mal gemeinsam die Messe mit dir feiern durften, Daniel, der den Kaplan für die Region Nord mit übernehmen wird. Und er kommt aus meinem Heimatort, das freut mich ganz besonders, aus Salmünster und ist kürzlich erst Priester geworden, hat aber schon viele Erlebnisse mit der Europassion zusammen gehabt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und damit heute und zum Schluss auch die Maria im Vordergrund steht, ende ich jetzt mit meinen Worten vor dem Schlusssegen. Mehr wird Daniel dann morgen zu sich sagen, wenn wir ihn dann nochmal im Kongress hören. I will end with my words and Maria should stay in the center of this mass and Daniel will introduce himself tomorrow. Thank you.
Jetzt erbitten wir uns den Segen Gottes für den Kongress, den Sie dann morgen hier halten, dass Sie erfüllt mit Gottes guten Gaben, mit seinem Heiligen Geist den Tag verbringen können und dass im Letzten alles wird zur Ehre Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Napód z nami, Ojcze knieże, i jederiem, skacz, budzimy so, podaj ruku, padniemy li, pomhaj stać. Słaby, mocy daj, tak smykmani, wszystkim bliższym, Krzyżu krzyża, pomaczniesz. Kniezy, oddyńczemy, niech nie płaka żaden z nas, dokądś przeco z nim chcemy, Jego chwale przebywać.